Das Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Tamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. China verhaftet Günme, ein Mönch aus dem Tutsi-Kloster. Xi-Jung nimmt am virtuellen Treffen mit Führungskräften des Außenministeriums teil. Xi-Jung stellt das Buch des Abgeordneten Sewon Arya vor, die Kraft des Drachen nutzen. Xi-Jung Tsering besucht die in Dharamsala ansässige Bibliothek für tibetische Werke und Archive. Tibet-Büro Genf hält Workshop für tibetische Schüler im Sommerlager in der Schweiz ab. China verhaftet Günme, ein Mönch aus dem Tutsi-Kloster. Günme, ein 45-jähriger Mönch des Klosters Tutsik im Bezirk Ngaba im Nordosten Tibets, wurde am 20. Juli von den chinesischen Behörden festgenommen, wie die in Dharamsala lebenden Gebdi-Mönche Lobsang Yishi und Kanya Tsering am 3. August mitteilten. Der Grund für Günmes Verhaftung und weitere Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt. Günme war der Vorsteher für Disziplin und Ordnung des Klosters Tutsik und stammte aus dem Dorf Tutsik in Ngaba. Er trat dem Kloster bereits in jungen Jahren bei. Der Gebdi-Mönch Lobsang Tenzin wurde vor einigen Tagen nach mehr als 10 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Lobsang Tenzin wurde fälschlicherweise beschuldigt, am Tod von Lobsang Phuntsho beteiligt gewesen zu sein, der sich am 16. März 2011 aus Protest gegen die chinesische Herrschaft selbst verbrannt hatte. Er wurde vom Mittleren Volksgericht der Präfektur Ngaba zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde vorzeitig aus der Haft entlassen und kehrte nach Hause zurück. Ein anderer Mönch gleichen Namens, der in demselben Fall zu 10 Jahren Haft verurteilt worden war, wurde 2018 freigelassen. Xi-Jung nimmt am virtuellen Treffen mit Führungskräften des Außenministeriums teil. Xi-Jung Tsering nahm am Freitag letzter Woche an einem virtuellen Treffen mit den Leitern des Büros für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit des Außenministeriums der USA teil. Der Xi-Jung sprach über seine Vision und Programme zur Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts und zur Bewältigung der Herausforderungen, denen die tibetische Diaspora gegenübersteht. Der CTA-Präsident bedankte sich bei der indischen Regierung und der Regierung der Vereinigten Staaten und bat sie dringend um ihre kontinuierliche Unterstützung. An dem Treffen nahmen die Führungskräfte Lisa Peterson, Acting Assistant Secretary, amtierende stellvertretende Sekretärin, Scott Busby, Acting Principal Deputy Secretary, amtierender erster stellvertretender Sekretär und die Special Assistants, die Sonderstellvertretungen, Anton Jongnil, Stephanie Sandberg, David Elber und Marguerite Hurley vom US-Außenministerium teil. Xi-Jung stellt das Buch des Abgeordneten Sewon Arya vor, die Kraft des Drachen nutzen. Xi-Jung Tsering stellte am Montag dieser Woche in Dharamsala das Buch des Abgeordneten Sewon Arya mit dem Titel Harnessing the Dragon's Fume vor. Das Buch ist eine Widerlegung von Chinas Lügen und Propaganda über Tibet. Während der Buchvorstellung, die virtuell stattfand, hob Xi-Jung Tsering die Bedeutung solcher Widerlegungen der falschen chinesischen Darstellung Tibets hervor und lobte den Repräsentanten Sewon Arya für seine ständigen Bemühungen, die Wahrheit über die Situation in Tibet darzustellen, sowohl in seiner Eigenschaft als einzelner Tibeter als auch als hoher Beamter des CTA. Sewon Arya ist der Repräsentant des in Tokio ansässigen Tibet-Büros der zentralen tibetischen Verwaltung. Xi-Jung Tsering besucht die in Dharamsala ansässige Bibliothek für tibetische Werke und Archive. Im Bestreben, die Beziehungen zu verschiedenen Organisationen besser zu verstehen und zu festigen, besuchte Xi-Jung Tsering am Donnerstag dieser Woche offiziell die Bibliothek für tibetische Werke und Archive in Dharamsala. Es war sein erster Besuch seit seiner Vereidigung als Xi-Jung des 16. Kasha. In Begleitung des Direktors der Bibliothek für tibetische Werke und Archive, Geshe Tagtor, und des Generalsekretärs Ngawang Yishi besuchte der Xi-Jung die verschiedenen Abteilungen der Bibliothek und traf sich mit deren Mitarbeitern. Der Xi-Jung bezeichnete die Bibliothek für tibetische Werke und Archive als Pionierinstitut zur Bewahrung und Förderung der tibetischen Kultur, Sprache und Religion und wies auf die Bedeutung der Dokumentation und Archivierung von Materialien mit historischer Bedeutung hin. Er fügte hinzu, dass sich die Digitalisierung aller Archivmaterialien und Dokumente langfristig als wesentlich und hilfreich erweisen werde. In Bezug auf seine Rolle als Xi-Jung des 16. Kasha sagte Tsering, dass sich seine Regierung für die Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts im Einklang mit dem von seiner Heiligkeit im Dalai Lama angestrebten Ansatz des mittleren Weges einsetzt. Tibet-Büro in Genf hält Workshop zum Thema Tibet für tibetische Sommerlagerschüler ab.
Das Tibet-Büro in Genf hat am Freitag letzter Woche einen eintägigen Workshop für Tibet und die tibetische Zentralverwaltung für 55 tibetische Kinder aus der Schweiz im diesjährigen Sommerlager abgehalten. Der Workshop behandelte eine breite Palette von Themen wie die Geschichte Tibets, wichtige politische Ereignisse, die aktuelle Situation in Tibet seit der illegalen Besetzung durch China und den Ansatz des Mittleren Weges. Ziel des Sommerlagers ist es, tibetische Kinder in einer tibetischsprachigen Umgebung zusammenzubringen und ihnen in ihre tibetische Wurzeln bewusster zu machen. Das Sommerlager für tibetische Kinder in der Schweiz wurde von der Tibetischen Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein vom 27. Juli bis zum 2. August 2021 organisiert. Dank der großzügigen Spende der Tsilling Foundation und die Giesecke Kaiser Stiftung und die unschätzbare Unterstützung von Dongse Gyötujikme Rinpoche des Sriba International Center konnte das tibetische Sprach- und Kultursommerlager 2021 stattfinden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.